Demonstration. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation mit dem Hauptsitz in Straßburg. Und das ist unser Vorsitzender Said Amin Ibrahimov. Wir sind als Protest mit dem Fußmarsch unterwegs von Straßburg nach Genf. Und heute sind wir nach Bern angekommen. Heute ist der 19. Tag, wo wir unterwegs sind. Dieser Protest dient dazu, dass wir am 23.02.2018 in Den Haag bei der Internationalen Strafgerichtshof eine Klage gegen Putin und seine Gefolgschaft eingereicht haben, wegen Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen, Völkermord in Tschetschenien. Und da die Anklage angenommen wurde, aber noch nicht zur Bewegung gekommen ist, dient dieser Protest dazu, dass heute diese Demonstration in Bern stattfindet. Die nächste Demonstration wird in Genf stattfinden am 6.9.2019 vor dem UNO-Gebäude, damit UNO den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dazu bewegt, dass die Klage anfängt zu bearbeiten. Also sprich, was wir von der Internationalen Strafgerichtshof fordern, ist, dass wir die gleichen Rechte haben auf der Welt wie Tschetschenen und dass die anerkennen, entweder sagen die, okay, ihr habt eure Rechte wurden verletzt oder eure Rechte wurden nicht verletzt. Und einfach still rumsitzen bringt uns einfach nicht weiter. Auf dem Weg von Straßburg bis hierhin wurden wir immer herzlich empfangen von den Franzosen, von den Schweizern. Es wurden uns Plätze angeboten, wo wir unser Zelt aufschlagen könnten. Die Bewohner kamen mit uns abends zum Lagerfeuer Tee trinken, wir haben uns unterhalten. Alle haben Putin verurteilt, haben gesagt... Да, ты правильно, это есть и большая тюрьма. Und wie unser erster Präsident Johar Dudayev, der Präsident von Tschetschenischer Republik Ichkeria, sagte, heute ist Tschetschenien die innere Angelegenheit von Russland, morgen wird Europa die innere Angelegenheit sein von Russland. Deshalb Europa war auf. Dankeschön. Слово представляется Розе Дунаевой. We, the participants of the rally and march for rule of law and justice, are demanding from Council of Europe recognize the escalation of the war by Russia and the invasion of the Russian armed forces on the territory of the Chechen Republic of Ichkeria in 1994 and 1999 as acts of aggression. Conduct an objective investigation recognized as crimes of Russia. The killing of 50,000 civilians of the Chechen Republic Ichkeria, including 42,000 children who were committed using prohibited weapons of mass destruction. Recognize acts of genocide, a crime against humanity and war crimes, targeted deliberate bombing of peaceful cities and villages and many other crimes of the Russian armed forces committed against the Chechen people by orders of the higher Russian leadership, led by Putin. Submit the conclusion on the recognition by the Council of Europe of the crimes of Russia to the United Nations Security Council and International Criminal Court. Our election gives
the criminals' confidence in the impunity. Don't remain indifferent. Take part in the rally for the rule of law and justice. Only by joining together we can achieve a fair punishment for bloody criminals and protect ourselves and our future generation from arbitrary. It is in the interest of the entire world community to stop active wars by Putin and to prevent new victims. And for this purpose, we appeal to the world community with a call to unite against freedom and human rights haters and disarm them with a universal movement for the supremacy of law and justice. Thank you for your attention. Последний раз.